Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren, FC Bayern Talk, in Anführungsstrichen. Ich denke eher ein Meinungstalk. Bevor ich loslege, ich möchte mich erstmal ganz klar von diesen ganzen Idioten distanzieren, die sich FC Bayern Fans nennen und dann Brazzo out fordern oder beleidigend werden gegen seine Frau, gegen seinen Sohn, gegen ihn selber. Beschimpfen unter der Gürtellinie, sonst irgendwas. Möchte ich mich ganz klar von distanzieren. Das sind ganz arme Würste, diese Leute. Habe ich absolut null Verständnis für. Und ja, jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit dem Verein verbunden fühlt und ein bisschen auch diese Mir-Samir-Mentalität lebt, und so handelt, sollte sich in die Ecke stellen und schämen. Ja, ganz klar. Ich weiß nicht, inwieweit da echte Fans bei sind oder ob das alles nur Hater, Internet-Trolle sind, sonst was. Aber jeder, der da mit bei ist und sich als FC Bayern-Fan bezeichnet, ja Junge, dich kann kein Mensch ernst nehmen. Du bist kein FC Bayern-Fan. Du bist einfach nur eine Wurst, ne, der, keine Ahnung, irgendwas in seinem Leben kompensieren muss, um anonym im Internet Hetze zu betreiben, Mobbing zu betreiben. Ich meine, das ist so generell ein gesellschaftliches Problem, aber das würde das Video jetzt hier sprengen, wenn ich darauf eingehen würde. Wie gesagt, ich distanziere mich ganz klar davon. Ich bin ganz klar Brazzo Pro. Klar, kann man darüber streiten, was falsch gemacht wurde vom Brazzo, was nicht. Aber das dann so eskaliert. Ich meine, allein schon, wenn man eine Pressekonferenz vom FC Bayern guckt auf YouTube und wo Hansi Flick da sitzt und irgendeinen Dünnschiss erzählt, meine persönliche Meinung, dass dann der ganze Chat mit Brazzo out zugespammt wird, ja. Klar kann man Brazzo out schreiben, wenn man der Meinung ist. Das ist aber das höchste der Gefühle. Ich finde das aber schon sehr respektlos Brazzo gegenüber. Ja, denn irgendwelche Menschen, die sich ja anscheinend null mit der Materie beschäftigt haben, mit dem, was Brazzo im Verein geleistet hat, Brazzo out schreiben. Ich hoffe, er nimmt diese Sachen nicht wirklich ernst, ja, lässt das nicht an sich ran. Ich finde super, wie er agiert aktuell, in dieser ganzen Causa schon mit Hansi, dass er öffentlich sich dazu nicht äußert, was der Hansi hingegen tut. Was ich persönlich auch nicht ganz nachvollziehen kann, aber ja. Meine These ist immer noch, dass es dem Hansi einfach darum geht, dass er aus dem Vertrag kommt, um Bundestrainer zu werden. Was alles völlig okay ist, die Art und Weise, wie er das Ganze durchzieht, ist allerdings auch ein Schlag ins Gesicht, muss man auch so sagen. Ja, da muss der Hansi sich auch ein bisschen den Schuh anziehen, dass es überhaupt so ist, wie es gerade ist, ja. Klar ist er nicht dafür verantwortlich, wenn irgendwelche Idioten da Brazzo beleidigen, seinen Sohn beleidigen, seine Frau, die ein Yoga-Studio hat. Ja, ist er nicht für verantwortlich, aber man hätte die ganze Sache natürlich anders handeln können. Ich meine, gut, wenn da draußen wirklich ein FC Bayern-Fan ist, der wirklich denkt, dass er Hansi Flick aus seinem Vertrag raus möchte, weil der Brazzo Alaba und Boateng verkauft, Alter, dann packt ihr an der Birne, dann hast du einfach keine Ahnung von unserem Verein. Ne? Dann hast du dich nicht Fan zu nennen, dann was weiß ich, was du dann bist. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Hansi Flick möchte aus seinem Vertrag raus, um Bundestrainer zu werden. Der DFB möchte keine Ablöse für Hansi Flick zahlen. Deswegen geht der Hansi den Weg, den er gerade geht. Das ist die einzige Sache, um die es hier geht. Um nichts anderes. Ich glaube da wohl nicht ehrlich, dass der Hansi einen Vertrag für 3 Jahre verlängert hätte. Er hätte vorher auch schon mit dem Brazzo zusammengearbeitet. War schon vorher im Verein. Ja, er wusste, wie die Strukturen sind, wie was abläuft. Hat den Vertrag dann aber um 3 Jahre verlängert, weil ja alles ach so toll ist. Und dann auf einmal, ja, Jogi Löw ist kein Bundestrainer mehr. Oh nee, jetzt ist alles scheiße, der Brazzo, der ist so scheiße und ich darf mir keine Entscheidungsgewalt beim Alaba und... Also wer 1 und 1 zusammenzählen kann, kommt vielleicht auf 2. Alle Idioten da draußen kommen dann auf 3. Betreiben Hetze, Mobbing, sonst irgendwas. Ja. Schaltet einfach mal euren Verstand ein und denkt mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich bezeichne mich als FC Bayern Fan, ja. Und
Ja, ich kann es mir irgendwo gar nicht vorstellen, dass da jetzt so viele FC Bayern-Fans bei sind bei dieser ganzen Hetze da gegen Brazzo. Wenn das echt der Fall sein sollte, Alter, dann kann ich mich nur schämen. Ohne Scheiß, dann kann ich mich nur schämen, dass ich dieses Trikot hier trage. Ich würde auch gerne mal mit so einem Menschen da diskutieren, der da sowas irgendwie schreibt. Allein der Brazzo Out schreibt. Ja, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, können wir gerne mal drüber diskutieren. Weil ich sehe dafür keine Argumente. Was ist das Argument? Was hat der Brazzo so schlecht gemacht? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Ich weiß nicht, wie man auf Brazzo Out kommt. Das ist ein Sportdirektor, Sportvorstand bei uns halt. Ja, nicht 20 Transfers macht, wo 20 Transfers einschlagen wie eine Bombe, ist auch klar. Da gibt es keinen auf dieser Welt. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es sei denn, du nimmst jedes Mal 80 Millionen in die Hand. Ja, ja, ich überlege gerade einen wirklich schlechten Transfer. Ja, Bouna Sarr vielleicht. Ja, der ist schlecht. So, der ist wirklich schlecht. Zumindest, was wir bisher gesehen haben. Ja, einen anderen schlechten Transfer jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr sehe ich nicht. Also ich sehe es nicht schlecht, dass ein Alaba geht, wenn er über 20 Millionen Gehalt haben möchte. Bin ich voll dabei. Boateng, dass ein Boateng geht, bin ich auch voll dabei. Wir haben so viele junge Leute in der Abwehr. Es kommt ein Upamecano, warum soll man Boateng behalten, der über 10 Millionen im Jahr hat? Ist 32, warum soll man ihn behalten? Klar hat er eine gute Saison gespielt, man muss aber auch fairerweise sagen, er wollte vor 1,5 Jahren weg und hat da alles versucht. Ja. Ne? Wie man in den Wald rein und so weiter. Peitsche knallt am Ende, Alter. Fertig. Habe ich auch kein Mitleid mit. Klar hat er gut gespielt, hat seine Leistung gemacht, ist doch super. Kann er sich nochmal für einen anderen Club empfehlen, kann nochmal was Neues machen, ist doch alles tutti. Ja, wenn das wirklich so war, dass man ihnen das da vorm Paris-Spiel beim Aufwärmen gesagt hat, ja, natürlich, ist keine Art und Weise. Muss man nicht drüber diskutieren, ja. Muss sich Brazzo dann auch ankreiden lassen. Ist ja auch nicht so, dass er keine Fehler gemacht hat oder keine Fehler macht. Er ist nun mal neu in diesem Job, ja. Es ist doch ganz normal. Aber dass man da irgendwie dann so eskaliert, aus welchem Grund? Hier, 6 Titel letztes Jahr, hat der Brazzo keinen Anteil dran, wa? Dieses Jahr werden wir Meister, hat der Brazzo keinen Anteil dran. Champions League sind wir auch nur knapp ausgeschieden. Pokal, ja, war mehr als unglücklich, ja. Kann alles passieren. Na klar hat der Brazzo keinen Anteil daran, dass ein Davis bei uns ist. Hat auch keinen Anteil daran, dass Talente da sind, wie Müsala aus der eigenen Jugend. Hat er überall keinen Anteil dran. Generell der Jugendbereich hat er... Eigentlich ist er seit 3 Jahren im Verein und hat nichts gemacht. Ne? Das ist eigentlich... Ja, hat er überall keinen Anteil dran. Ne? Zumindest aus der Sicht, die irgendwie Brazzo Out schreiben. Ja, I don't know. Wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen und kann mir nur vorstellen, dass das Leute sind, die sich gar nicht mit dem Verein beschäftigen oder halt der Mittelläufer, wo? Die irgendwie irgendeinen Scheiß lesen, irgendeinen Scheiß hören und dann, ey, ja, so, weißt du, wenn einer mit der, oder 2, 3 mit der Mistgabel loslaufen, kommen alle anderen auch mit der Fackel und der Mistgabel hinterher. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wie gesagt, es gibt für mich keinen plausiblen Grund, irgendwie Brazzo Out zu schreiben und plausiblen Grund für Mobbing, Hetze, Androhung, sonst irgendwas im Internet, Leute, gibt es gar nicht. Punkt. Ja. Dann schreibt gerne Brazzo Out bei der Pressekonferenz, schreib's ihm persönlich, schreib's auf seiner Instagram-Seite. So, aber das war seine Frau und sein Sohn, was haben die damit zu tun? Leute, wie armselig seid ihr denn bitte? Alto Belly, ey. Komme ich gar nicht drüber weg über so ein Verhalten. Und so ein Verhalten als FC Bayern-Fan, boah, könnte ich eskalieren, Leute. Könnte ich wirklich eskalieren. Ist für mich ein Unding, ganz ehrlich. Ja, macht mich irgendwo auch fassungslos. Ja, also... Ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, so ein Fall. Punkt. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja, wie gesagt, für mich hat der Brazzo einen guten Job gemacht. Klar hat er ein paar Fehler gemacht in der Kommunikation und so weiter. Da muss er auch noch seinen Weg finden. Ich stehe voll dahinter, dass man im Alaba nicht verlängert hat. Ich stehe auch voll dahinter, dass man Boateng ziehen lässt. Klar, schlechte Transfers, aber welcher Transfer war sonst schlecht? Du hast einen Douglas Costa ausgeliehen. Ja, dass er die ganze Zeit verletzt ist, kannst du nichts für. Ja, was willst du machen? Ist halt so.
Du hast einen Choupo-Moting, ja, der das auch eigentlich eine Wurst ist, hat es aber dann die letzten Spiele recht gut gemacht. Kann man diskutieren über den Transfer. Marc Roca ist für mich ein Megatransfer. Hat einfach keine Chance unterm Flick gekriegt, weil der Flick ja, sich verhalten hat wie ein dreijähriges Kind, was das anbelangt. Buna Sarr, keine Ahnung. Wie gesagt, das, was ich bisher gesehen habe, war schlecht. Bis auf das letzte Spiel, da war es echt gut. Von daher, keine Ahnung, vielleicht braucht er Eingewöhnungszeit. Ansonsten war es ein wirklich schlechter Transfer, ja. Hernandez, ich denke, Hernandez hat diese Saison gezeigt, wie wichtig er ist, wichtig sein kann, was er kann. Aber auch da war der Flick wie ein kleines weinerliches Kind und hat lieber einen Alaba aufgestellt, der die Leistung nicht gebracht hat in der Innenverteidigung, wie sie Hernandez bringt. So, was willst du das dem Brazzo ankreiden? Ja, der Brazzo hat ihm die Spieler geliefert. Ja, klar, über den Stürmer können wir diskutieren. Dass er nie wieder ausgefallen ist. Ist der einzige Fehler, den ich sehe, dass man da hätte Mandzukic verpflichten können, der vereinslos war, also ablösefrei gewesen wäre. Wäre mit Sicherheit die bessere Wahl gewesen, wären wir wahrscheinlich gegen Paris nicht ausgeschieden, wenn er nicht auch verletzt wäre. Ist er gerade auch verletzt bei AC Mailand. Aber irgendwie da einen Stürmer zu holen, der da besser gepasst hätte. Wobei ich da dann auch wieder sagen muss der Flick sich auch den Schuh anziehen lassen, dass ein CXC weg ist. Ja? Ganz klarer Fall. Er hat einfach keine Spielminuten gekriegt, gar nichts mehr. Ja, was soll da ein junger Spieler machen, außer sagen, ja, verleih mich bitte, Brazzo. Das kam ja nicht, ist der Brazzo ja nicht zum Trainer gegangen und gesagt, so, ich nehme dir jetzt den Zirkzee weg und verleih den. Ja, so war das ja nicht. Das müssen wir mal ganz klar so sagen. Und mit dem Zirkzee wäre es vielleicht auch anders gelaufen, weil er halt einfach ein anderer Stürmertyp ist, wie ein Choupo-Moting. Wollte der Flick halt nicht. So. Ja, aber das kann man ja alles nicht dem Brazzo ankreiden, Leute. Was ist denn los mit euch? Schaltet doch mal euer Gehirn ein. Denkt doch mal ein bisschen nach, bevor ihr irgendeine Scheiße schreibt. Verstehe ich halt nicht so, diese Sachen. Ich weiß leider nicht, was für Argumente diese Leute haben, die das schreiben. Am Ende des Tages, ja, jedem seine Meinung. Jeder kann Brazzo out schreiben, kann schreiben, Brazzo hat scheiß Arbeit gemacht, was weiß ich. Alles gut. Man muss nicht meiner Meinung sein, ja. Aber dann muss man nicht irgendwelche Hetze betreiben. Nur weil der Trainer jetzt sagt, nee, ich möchte nicht mehr beim FC Bayern sein. Er möchte nicht mehr beim FC Bayern sein wegen Brazzo. Ja? Und das ist auch, was ich dem Flick ankreide, dass er das nicht mag. Ich meine, er hat es ein paar Mal sogar so kommuniziert, aber nicht so direkt mal gesagt, so, nein, ich möchte nicht den Verein verlassen, weil ein Alaba verkauft wurde und weil ich Probleme mit dem Brazzo habe. Nein, ich möchte den Verein verlassen, weil ich Bundestrainer werden will. So, das wäre mal eine Aussage gewesen, die er hätte bringen können, ja. Dann wäre diese ganze Scheiße, die hier gerade nämlich passiert, gar nicht erst passiert. Wie gesagt, der Flick hat die Verantwortung dafür, dass da irgendwelche Idioten irgendeine Scheiße schreiben, aber er hätte sich da mal wie ein Mann verhalten können und mal Eier zeigen können, weil das ist der einzige Grund, warum er den Verein verlassen will. Punkt. Ja. Meine Meinung zu dem Ganzen. Absolut pro Brazzo halt durch. Wie gesagt, ich schäme mich für die Leute, wenn da nur ein wirklicher FC Bayern-Fan bei ist, schäme ich mich dafür, wie die sich da verhalten und macht mich traurig, sage ich auch ganz ehrlich und ja, schämt euch einfach, Leute. Ja, servus Leute, da bin ich nochmal. Hab natürlich noch eine Kleinigkeit vergessen zu dem ganzen Brazzo-Thema. Also Leute, es ist ja ein absoluter Witz, dass sich Leute da hinstellen und eine Online-Petition eröffnen, um Brazzo rauswerfen zu lassen. Was ist los mit euch, Leute? Kommt ihr nicht klar mit eurem Leben oder was? Das ist das sehr, also, jetzt mal ernsthaft. Wie gesagt, man kann seine Meinung ja äußern. Man kann sagen, Brazzo ist scheiße, Brazzo macht keinen guten Job. Ist dann eine Meinung, ja. Die sollte man dann begründen können, was wahrscheinlich keiner von den Leuten kann. Aber ich kann mich doch nicht dahinstellen und sagen, nee, der Hansi Flick haut wegen Brazzo ab. Ich starte jetzt hier eine Online-Petition und suche irgendwelche Idioten, die da unterschreiben. Leute, also, geht's noch? Merkt ihr noch was? Welches Zeichen setzt man mit so einer Petition? Erstens setzt man das Zeichen, dass man keinerlei Ahnung von dem Club hat. Gleichzeitig setzt man ein Zeichen, dass man den Club jegliche Qualifikation, jegliche Entscheidung
widerspricht. Also ich denke, wenn der Club der Meinung wäre, wie ihr sie seid, dass der Brazzo einen scheiß Job macht, wäre der Brazzo schon lange nicht mehr da. Das scheint ja nicht so zu sein, weil der Brazzo ist ja noch da. Ja? Und wenn sich dann da irgendwelche Leute hinstellen und eine Petition gründen, um was zu machen, den Club damit unter Druck zu setzen, dass er einen seiner Mitarbeiter entlässt, was ist denn los mit euch, Leute? Ich meine, bei Marco Rose war es genauso in Gladbach. Na gut, da waren noch ein paar Argumente da, weil 5 Spiele in Folge verloren und geht nach Dortmund und sowas. Ja, aber da haben die Fans auch versucht, einen Druck aufzubauen und dem Eberl zu sagen, wie er seinen Job zu machen hat. Leute, klar, ich bin da nicht anders. Stammtischgequatsche. Ich setze mich hier hin, kritisiere die Spieler, kritisiere die Spiele, die wir zeigen, kritisiere auch mal einen Brazzo, kritisiere auch mal einen Flick, wenn ich was meine, wie ich jetzt anders gemacht. Weil ich nehme mir doch nicht das Recht raus und sage dann so, ja, Hansi, jetzt hast du aber den Alaba da die ganze Saison hingestellt, jetzt mache ich eine Online-Petition und suche mir genug Stimmen und dann schicke ich dir die und dann musst du den Alaba da nicht, dann darfst du den da nicht mehr hinstellen. Dann musst du den Hernandez da hinstellen, weil ich eine Online-Petition mache. Leute, was ist los in euren Schädel, Alter? Was stimmt mit euch nicht? Und er sollte dem Verein diktieren, dass er Mitarbeiter entlassen soll durch eine Online-Petition oder wie in Gladbach durch einen Fanaufstand, einen offenen Brief eine Fangemeinschaft. Lieber Max Eberl, du hast ja einen guten Job gemacht bisher, aber du musst jetzt den Trainer rausschmeißen, weil er geht nach Dortmund und er ist jetzt nicht mehr der Richtige für uns. Wie gesagt, über das Thema kann man noch streiten, ja, weil er erfolgslos war in dieser Phase. Aber was ist denn los, Leute? Man kann doch so im Privaten oder untereinander oder hier so in so Vlog-mäßig kann man ja seine Meinung äußern. Ja, mache ich ja auch zu allem. Aber ich stelle mich noch nicht dahin und sage, Hansi Flick, du musst das jetzt so machen, weil ich das sage. Nein, ich sage, wenn ich dann jetzt, ich würde es halt so und so machen und ich verstehe die Sache nicht, die er da macht. Thema Alaba. Warum stellt er den Alaba die ganze Zeit in die Innenverteidigung, wenn er keine Leistung bringt, wenn Hernandez da die bessere Wahl wäre? Das sage ich, aber ich befehle doch nicht dem Hansi oder sage, du musst das jetzt so machen, sonst trete ich aus dem Verein aus oder sonst was. Ja, würde ein Ralf Rangnick bei uns Trainer werden, würde ich ernsthaft darüber nachdenken. Das wird aber nie passieren, weil ich meinen Verein kenne. Versteht ihr? Und die ganzen Leute, die da haten, gegen Brazzo, gegen seinen Sohn, gegen seine Frau, Online-Petitionen starten und sowas, ja, die kennen alle den Club halt einfach nicht. Ja, das sind alles Möchtegern-Fans. Das hat nichts mit Fan. Kommt drauf an, wie man Fan definiert. Für jeden Einzelnen, ja. Hat für mich aber nichts damit zu tun. Das wollte ich nur noch mal kurz hinten dranhängen, Leute, weil das war mir noch ganz wichtig mit dieser Online-Petitionsscheiße da. Also, I don't know. Was ich abschließend vielleicht noch sagen kann, ich hoffe, dieses Video sieht jeder dieser Idioten, der diese Petition unterschrieben hat oder der irgendwo da Hass, Hetze, Mobbing Brazzo und seine Familie macht. Ich hoffe, das sieht jeder. Haut das gerne hier in die Kommentare rein. Gönnt euch mal richtig. Haut's richtig raus hier. Was ich doch für eine Wurst bin, dass ich so eine Meinung habe und sowas. Haut's richtig raus. Ich kann das ab. Ja, mich poppt das nicht, Leute. Lasst es raus. Müsst natürlich im Rahmen bleiben, sonst löscht YouTube das leider automatisch. Also ich werde nichts löschen. Ja, ja, aber irgendwie so ein 18-Jährigen da, der nur Fußball spielen will und der Sohn von Brazzo ist, da irgendwie zu beleidigen und Leute. Eieieiei. Naja, gut, bevor ich das ganze Video jetzt nochmal erzähle, ich wollte das nur noch hinten dranhängen, eben kurz, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus an alle echten Fans, an alle Leute, die einen Kopf haben, die einen Verstand haben, den auch einschalten können. Und allen anderen Hatern, Hetzen, Leute, die hetzen, die Mobbing betreiben, wünsche ich nur das Schlechteste. Haut rein.